Live. Der Countdown hat nicht ganz gestimmt, das sind die technischen Störungen gewesen, von Anfang an. Schön haben wir es draussen heute zusammen. Willkommen beim ersten kurz und bündig Live Q&A. Serhat? Was läuft? Was läuft bei dir? Willkommen, Lan. Hey, wow, wir sind schon recht wie viel sind das? 36 Zuschauer und Zuschauerinnen, krass. Mit dabei ist neben Serhat auch der Yilmaz und das ist der Yilmaz für euch in der Kamera, weil wir haben nämlich 2 Kameras. Was läuft, Jungs? Und Mädels, sind ihr fit, sind ihr ready, haben ihr Fragen parat? Und er wird für uns eure Fragen vorlesen. Ja, Mann, aber bevor wir anfangen, natürlich, stellen wir uns nochmal stumm, weil, was läuft, Serhat? Aha, nicht viel bei euch? Nicht viel bei dir? Kein. Das Intro läuft, Bro. Aha, das Intro läuft. Das Intro läuft, sorry. Voll nicht erwartet, Alter. Wo gehst du an? Für uns Intro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast. Aber wehe, du nimmst nicht Serhat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma, bak kamera var. Beyefendinin nereden geldiğini hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür söylüyor. Ne istiyorsun sen? Guzel istiyor. Das ist kurz und bündig morgen. Lena, ich weiß nicht, ob das die Lena ist, ich glaube schon, fragt, ob wir nervös sind. Sind wir nervös, Bro? 0. Mit 50 Zuschauern, das ist manchmal mehr als Als der andere Rapper als Stream hat in seinem ganzen Leben. Stimmt oder stimmt nicht? Okay, ich würde sagen, ich könnte uns einfach anfangen zu bombardieren mit euren Fragen. Und Yilmaz wählt Fragen aus. Und ihr könnt auch schreiben, an wem ihr sie richtet, ob ihr sie an beide richtet oder nicht. Und dann geht es einfach los. Genau. Yes. Warten wir mal, bis ein paar Fragen reinkommen. Weil bis jetzt ist nur eine drin. Schönste Stadt in der Türkei. Die schönste Stadt in der Türkei, Bro. Ich gehe meistens nur auf Istanbul. Ich bin aber schon 10-mal in Istanbul gewesen. Mardin. Mardin ist Das wild. ist wirklich schön. Tut nicht der eine Deutsch-Rapper in seiner Hook Mardin erwähnen? Hey, Der Kapi, gut möglich. oder? Capital Bra ist das? Ich bin nicht so aktiv, ja. Ich auch Also nicht. in Inlos nicht so. Aber, Nein, ich auch nicht. aber gut möglich. Es ist eine brutal schöne Stadt. Mega vielfältig und ja, ich finde es brutal schön dort. Wieso hast du überhaupt Feldi gemacht? Fragt Marco Schmidt. Das ist, glaube ich, der Marco Schmid, der selber Feldi ist. Er war kurz mein Feldi gewesen. Ich glaube, das bist du, oder? Wieso habe ich Feldi gemacht? Hey, ich habe einfach nicht wollen, also ich musste weitermachen und ich habe nicht wollen Wachmeister machen und mich von oben und unten anschreien lassen, ehrlich gesagt. Von hinten? Von hinten habe ich gern. Ja. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, wahrscheinlich stimmt, ja. Ja. Und wieso hast du das Militär nicht gemacht, Serhat? Weil nur Gott kann mich richten erstmal so. Scheiß auf das. Fair. Und zweitens, Bro, ganz ehrlich, wenn etwas passiert in der Schweiz, wie schnell willst du reagieren? 8 bis 5 haben wir Reaktionszeit und nachdem ist keine Reaktionszeit. Hey, fair, Bro, das Militär in der Schweiz kannst du anschauen, Rauchen. wie du willst. Aber ich bin froh, ist es vorbei, auf jeden Fall. Ja, also ich bin gerade aus der Ferien gekommen, beziehungsweise mit dem Serhat zusammen sind wir in der Ferien gewesen. Also ist ein bisschen länger her. Und wir werden, glaube ich, in der Folge, die dann am 5. September droppt, Ja, ein bisschen mehr über unsere Ferienzeit erzählen. genau. Es war auf jeden Fall lustig gewesen. Und, aber da fragt jetzt jemand, was ist der lustigste Vorfall in der Ferie gewesen? Fällt dir etwas ein, spontan? Jetzt haben wir gerade ein paar Szenarien, aber alle sind so etwa gleich lustig. Ja, also willst du nichts erzählen? Nein. Nicht. Also, ihr werdet alles über die Ferien hören im neuen Podcast. Wie gesagt, ab dem 5. September, ich glaube der 5., oder? Montag, Yes. sind wir mit der neuen Folge rum. Umeinander. Oh, ja, Krasnitschi fragt, was würde er machen, wenn einen Tag als anderes Geschlecht könntest verbringen? Ja, also ich würde... Ich will alles und jeder anzeigen, der mich stresst. Hey, Nein, keine Ahnung. was ist... Okay, Frage, so... Was hast du für Vorteil als Frau in der Schweiz? Was kannst du ausnutzen, wo du
Gratis direkt für Instant Sugar Daddy suchen. Ja, direkt. Erst was ich für machen, direkt, Bro. Ich verstehe bis heute nicht, wieso nicht jede Frau, die ich keine OnlyFans mache, Bro. Weil Leute schicken gratis Nudes umeinander. Weißt du, was Bro, ich meine? ich schwöre. Also ich würde Vatergrad... Profit schlau aus dem Scheiß. Ja, 100%. 100%. Für einen Tag, Bro, ich würde alles Mögliche machen, nur zum nach dem einen Tag vielleicht 100'000 haben oder so. Fair. Oh, look, Lena stellt eine gute Frage. Siehst du sie? Ja. Wie ist es ohne die Jolda schon? Es ist erträglich. Also, es hat Vor- und Nachteile. Erstmal, ich vermisse den Bruder ganz fest. Mhm. Das ist schon mal da ganz klar festgestellt. Hoffentlich. Genau, ich bin froh, dass ich nicht am Morgen um 9 Uhr zu Sweet Home Alabama aufwachen muss. Das ist schon mal gut. Aber er schießt mich auch an, wenn ich am Abend daheim bin und nicht so einen guten Moabit kann oder in Stress oder in Verschrecken, weißt du? Ich glaube, das Lustigste an unserem Zusammenwohnen war so, wir haben ja eine offene Türpolitik gelebt. Meistens. Ich nicht. Die Politik unterstütze ich nicht, Du Bruder. hast die scheiß Tür immer abgeschlossen. Die gehabt, Bro. Politik unterstütze ich gar nicht, Bruder. Auf jeden Fall, meine Tür war recht oft offen gewesen. Und das hat ab und zu einfach reingekommen, hat die Tür aufgemacht und so, was läuft? Und ich habe ihn so angeschaut, ich habe gesagt, was läuft bei dir? Also manchmal ist halt wie bei mir, manchmal du so, was läuft bei viel, manchmal einfach so, Ja, das stimmt. Oft auch einfach im Bett gelegen und nicht mal Am umgekehrt. existieren, Bro. Einfach ab dahin vegetieren. Nicht einmal... Ich rühre den Müll einfach um dich herum. Du so, hey, was läuft? Gehen wir etwas machen, gehen wir raus, machen wir das. Ich so, schwierig. Hey, ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ohne mich wohnen. Also, man muss auch sagen, ich bin ausgezogen und nachher sind wir eine Woche zusammen unterwegs gewesen. Schon wieder. Und darum ist so ein bisschen die Frage, also wir sind noch nicht lang voneinander getrennt gewesen. Ja, genau, ja. Wie das tut. Leider. Okay, jetzt wo Kameras laufen so. Einmal so, ja. Einmal so, Schön. Vorher noch unter dem Tisch gewesen. Ja. Also du hast jetzt angefangen zu reden, Bro. einfach zum nachher Fresse heben, oder? Bro, okay, was habe ich? Ich habe kurz vergessen, was ich gesagt habe. Du so, wir sind mal weg gewesen nachher dann Zeitchen. Genau. Wir leben ja noch nicht lange nicht miteinander. Ja. Aber Eingetragene Partnerschaft für den Schweizer Pass. ich muss sagen, ich vermisse dich. Ja, same. Also ich vermisse dich wirklich. Ja, ich dich auch, Bro, ja. Okay, Ich aber schwöre, ja. wieso tust du so jetzt? Ja, es ist nicht so ein unangenehmer, Es ist stiller Moment. unangenehm, Mann. Auf jeden Fall, ja. Ich vermisse es am Morgen Musik laufen lassen. Und Leute stressen mit dem. Ja. Ja, und sonst ist auch easy. Okay, was können wir noch? Ich stell mal eine Also, Frage. Jona hat gefragt, Serhat, stimmt das mit dem XL Magnum? Stimmt nicht. Es ist Gelogen. nicht, weil es ist 3XL. Das ist gelogen, vor Ist das der Jona? Wenn es jemand weiss, ob es stimmt, Also, dann ist- Jona, bis die nachher von dir ankommst, man. Okay, gut. Also wenn es Ich hätte jemand weiss, ob das stimmt, dann ist es der Jona. Genau. Der Abu Ali schreibt, veröffentlichen ihr auch ihre erste Folge auf YouTube. Machen wir nicht. Weil, Können wir nicht. okay, können wir nicht. in dem Fall. Also nein, wir haben kein YouTube-Video zu dem. Mama, wir haben ja Doch. Videos aufgenommen. Ja. Ah, Ja, stimmt. Reels gemacht. Wow. Okay. Wir machen es nicht, aus dem einfachen Grund, weil dort haben wir noch nicht gewusst, ob dass das ganze Video auf YouTube landen wird. Und da hat der ein oder andere Bruder da, man muss auch keinen Namen nennen, vielleicht mal, also auch ich und auch Serhat, eigentlich alle, ab und zu mal den guten T-Shirt aufgezogen, auf den Bauch geklatscht und so am Reden, als wäre keiner im Raum, check so. Das So. Ding ist, wenn du weißt, das ganze Gespräch ist auf YouTube, du bist allgemein ein bisschen reservierter Vorsichtiger drauf. vielleicht, ja. Ja, fix, ja. Voll, Mann. Ja. Also nein, wir laden sie nicht auf, das soll auch so ein bisschen Ich mache einen OnlyFans nur für die ersten 10 Folgen, abonniert uns die Scheiße. Dann könnt ihr schauen, Nase bohren und Alles Bauch zeigen. mögliche, Furzen, Murzen. Voll, Mann. Ja, nein, wir werden sie nicht aufladen. Ja, Genau. was haben wir noch für Fragen? Haben ihr euch schon mal überlegt, Vlogs zu drüllen? Was? Vlogs. Aha, ja. Wir haben uns überlegt, wir haben auch ein paar Gedanken zu dem. Wir haben ein paar gute Gedanken, wir haben ein paar gute Ideen. Und demnächst, Bro, kennst du die Inspirational Posts, die schreiben Don't make plans, show moves. Checkst? Darum, wir reden nicht, aber wenn er kommt, dann haben dann wir kommt. Chess Moves.
Dann kommen wir so, Moos, Bruder. Keiner weiß, zap, links, rechts. Ja, Mann. Aber ja, wir haben uns das überlegt. Wir machen sicher mal, also wir haben das fix darauf geeinigt, dass wir Videos machen auf YouTube. Genau. Wir haben auch ein paar Formate, auch ein paar lustige Ideen gesammelt. Und ja, sind einfach gespannt, folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Und dann gibt es den einen oder anderen Beitrag mal mit News und so. Oder? Ja, sorry, ich bin kurz abgespaced, Bro. Voll easy, Bruder. Ich Kurz habe etwas überlegt. versucht, die Frage beantworten, in einem Stil, wie ein Influencer würde beantworten. Verstehst du? Hey, merkst du eigentlich, dass wir so YouTube-Leute sind jetzt? Checkst du, was ich meine? So, Ja, aber in der Schweiz, Bro. Was? Bro, es geht nicht darum, wie krass, es geht mehr darum, hättest du jemals gedacht, dass du wirst eine Story posten, in dem steht Live Q&A. Also wir sind YouTubers jetzt. Ja. Wir sind YouTubers jetzt. Nein, hätte ich nie gedacht, ganz ehrlich. Das Einzige, was ich so YouTube-technisch teile, sind so Verschwörungstheorien. So auf YouTube. Weil die Der Staat lügt uns an, Bruder. Die einzigen YouTuber, die ich kenne, sind so die. Ich habe nie grosse YouTube-Videos geschaut, aber so, die ich immer gesehen habe, sind so die Beauty-Vlogs und so. Checkst? Also nicht geschaut, auch wenn, Schon gut. kein Problem, aber ich habe sie nicht geschaut. Ich meine, mehr so, das sind die einzigen, die ich kennt habe. So. Checkst die, oder die, wo so. Kennst du den, wie heißt der Typ, der immer ein Interview gemacht hat? Ask Switzerland. Ja. Der ist mal auf China ausgewandert. Ja. Und Willst du nachher erst Switzerland machen? Das Jahr auf China kommt zurück. Gehst auf Winter, fragst ihn, ich kenne nichts. Was ist 3x7? Oh. Ja, der kleine Urson. Aber auf jeden Fall hat er hat dann so Vlogs, wie auch immer man das nennt, Vlogs. hat er gemacht. Aber ja, ich meine, ich habe mich nie so als YouTuber gesehen. Nein, nie. Bro, ich muss sagen, ich schaue KSI. Also ich habe mal geschaut, KSI, wo er noch zu wenig Kommerz war, Bruder. Ich habe KSI geschaut, ich habe mich kaputt gelacht, er war richtig übertrieben lustig. Nachher war es jahrelang ruhig um ihn. Dann dachte ich, der hat es einfach genommen. Aber er ist einfach wieder back und der rasiert wieder. Er ist ja mit der Sideman und die, wie heißt die andere? Genau. Beta Squad und so ist er So unterwegs, alles. Ja, man, ist schon krass. Chance für all die. Machst du Mad Money als YouTuber, in der Schweiz nicht. Aber was sollst du machen? Hey Bro, ich sage dir ganz ehrlich, keine Zahl, aber wir können das jedes Glas leisten, so plus minus. Vielleicht 2, je nachdem wo. Wenn es einen guten Monat gibt. Wer ist der Montclair? Sag das, kennen wir den? Nein, aber Was ist die Frage? Ich habe gerade er hat schon ein paar gefragt. Er ist so, was haltet ihr von Albaner? Aha. Bruder, was soll ich dir sagen? Bruder, ich glaube, vor allem Kosovo-Albaner haben recht ein ähnliches Schicksal wie Kurden. Bruder, die haben es geschafft, mir nicht. Die haben es geschafft, wir nicht. Aber wir kommen, und ich sage nur, so wie wir uns dort gefreut haben, ich bin in der Oberstufe gewesen. Wann war das gewesen, der Unabhängigkeitsding? 2 Jahre. 2,8. 2 Jahre, ich bin Ich dort. habe nichts mitbekommen, nichts. Ich habe meine Schiebekollegen an einem Tag getroffen, am nächsten Tag getroffen und sind alle happy gewesen. Und ich habe nicht ganz verstanden, wieso. Bro, bei Aber uns, ich kann nicht wieder groß fragen, weil ich habe gedacht, weißt du, ich gehe nicht schlimm, aber erst dann erfahren, so, die sind Pavarisia, die sind jetzt. bei uns sind sie gekommen mit Flaggen, aber am Tag vorher auch. Also, Ja, fix. So Leute im Gang am Anfangen. Die Familie votet, hä? Ich weiß nicht. Nein, weil also in meiner Oberstufe ist es recht abgegangen, wo Unabhängigkeit da war. Ich muss aber auch sagen, in diesem Jahr, so, ich bin die erste Oberstufe, gewesen, Ja. oder die zweite, Ja. habe ich das Wort gar nicht gecheckt. So. Was soll das heißen, unabhängig sein? Ich kann es bis heute nicht, Bruder. Die Leute sind zu mir gekommen, die so, Bruder, wir haben jetzt Land. Ich so, schön für dich. Ich geh dir von ganzem Herzen. So am Auge machen, so. Am wegnehmen wieder. Ja, Mann. Nein, schön für euch. Meinung zu Albaner kann ich, Bro, Mann. Also, für uns ist Mensch, außer du bist Aargauer. Danke. Nein, fair. Oh, der wurde jetzt schlimm gefurzt. Oh nein. Ui. Ich schmeck nicht, Bruder. Ich schwöre dir. Uff, da kommt sich jeder Moment. Der kommt, okay. Der Gianni fragt, wenn eine Straftat begehen musst und dann nie mehr die Straftat begehen kannst, welche wählst Also er meint, so niemand kann die Straftat je wieder begehen. Oder du nicht. Nein, er meint, niemand kann sie wieder begehen. Das ist eine Aha, bekannte das Frage. haben wir ja schon mal gehabt. So, was Also würdest du machen? was würdest du machen, damit es niemand Ja, anders ja. kann machen? Steuern hinterziehen. Und nachher? Nachher mit der Reichen richtig versteuern. Man. Okay. Fahr mal nach im Woody, man. Ja, ja. Hey Bro, ich wollte es nicht. Du musst das Dilemma verstehen, oder? Du willst nichts machen, was ekelhaft ist.
Take one for the team. Aber Take One for the Team, Bro, kann ich. Nein, egal, ich sag nichts dazu. Das ist live. Kannst nicht aussehen. Sag, Bruder, sag. Bis auch Ich sag nicht. Leute schon am Screen Recording machen, gell? Jetzt ficken wir den. FBI, open the fuck up. Cloud on 4K. Hey, nein, ist eine gute Frage. Oh, Ist eine gut, gute ja, Frage. Mann, Hey, wie heisst der Typ, der die 1 cm für die hintere Frage gestellt hat? Das ist ein ganz guter Kollege von dir, sogar dein Cousin, glaubst du? Nein, ich kann den nicht. Jon, kann das sein? Jon heisst er, genau. Ich hoffe, der ist nicht da heute. Jon. Cancel, Jon. Cancel Jon, Mann, ich schwöre, Mann. Dino fragt, wo sehen ihr euch in 10 Jahren? Das ist so eine richtige Bewerbungsgesprächfrage. Wo sind wir uns in 10 Jahren? Ey, vielleicht in der Nein, stimmt. In 10 Jahren, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, in 10 Jahren sehe ich, wie ich die Heime am Steueramt anrufe und sage, kann ich meine Steuern bitte per Monat abzahlen? Sehr gut. Uns nichts, 100 Pro. Ich sag dir ganz ehrlich. Also, das wäre bei mir so wie heute oder in 10 Jahren. Same. Nein, in 10 Jahren, wo sehe ich mich, Bro? Keine Ahnung, man. Entweder ich habe Familie oder ich bin der Kollege, der einfach sich nicht mehr gespürt und bis 40 einfach voll am Saufen ist und das Gefühl hat, seinen Körper mag zu verleiden. Hey, in 10 Jahren sind wir 37, Bro. Lust. Du, ja. Sorry. Geht's mit der Brücke? Es ist schwierig, Bruder, ich sage dir ganz ehrlich. Wir sind von unserem Trip gekommen und das erste, was ich machen musste, ist wieder Chiro gehen. Ich schwöre bei Gott, haben wir einfach genommen. Hey, ich schwöre bei Gott. Ich bin weiß gestern nicht, nicht, haben wir einfach genommen. was mit uns passiert ist. Aber ich sehe dich so, habe ich dich so gesehen, aus der Wohnung rauslaufen, so. Bro, wirklich, es ist schlimm. Einmal, ich musste, es ist noch vor 2 Wochen gesehen, ich musste etwas lupfen. Das ist immer schwer, ich einfach. Es kommen so Geräusche aus dir raus. Bro, es ist immer schwer, sich. Hey Bro, ich So. habe ja eine Apple Watch, oder? Ja. Und damals laufe ich so ein bisschen schneller mit dem Woody. Und nachher irgendwie Notfallarm. geht etwas am Boden, ich loop's, nachher kommt das Ding, Meldung. Do you work out? Take a break. Take a break. Nein, hey, sind wir uns in 10 Jahren, Bro? Also ich sehe mich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Kind habe. Ja. Ich bin so dieser Frage noch ein bisschen am hin und her weichen. Ja, chillig. Aber wenn es gut läuft mit... Hey Bro, ich sehe mich... Hoffentlich muss ich in 10 Jahren über YouTube-Livestreams machen. damit Ja. ich das Hoffentlich lasse. musst du Aliment zahlen für 4 Kinder haben nachher. Okay, gehen wir weiter. Kommt der Servo wirklich von Kreuzlingen? Hä, wieso bist du... Hey Bruder, look, ich bin in Kreuzlingen auf die Welt gekommen. Aha, okay. Und bis etwa 3-4 dort gewesen. Ja man, und nachher Winti gezogen. Unsere Eltern haben schnell gemerkt, da werden sie nur gemobbt. Geht weg von da. Hast du deine Eltern mal gefragt, wo ihr angegangen wäret, wenn ihr nicht in die Schweiz kommt? Ja. Wo? Deutschland. Schweiz. Ja, es geht nur Schweiz. Ich habe meinen Vater gefragt, er hat gesagt, es ist eine andere Option. Krass. Ich bin in Salzburg geboren. Ja. Ich wäre jetzt ein Österreicher. Checkst du? Kannst du dir vorstellen? Ja, hey. Ich mit Young Huren-Akzent. Bianca. Ich bin's, der Vöcker. Mach du mal deinen Job und hör auf lachen, Alter. Du, zum Glück bist du Weißt du nicht was? vor- Weißt du zum Glück bist du nicht vor Österreich, Bruder. Das wäre Von was? das wär Von nicht Österreich? gegangen, Ja, Bruder. Bro, stell dir vor, ich komme so von Österreich und einfach... Egal. Ich bin auch Künstler. Bruder, das kann nicht. Oh, shit, Alter. Wow. Deutschland mag Schweiz, Bruder, sag dir ganz ehrlich. Weißt du, was wäre noch gut gewesen für dich? England, bruv. England, so Ja. einen... Du wärst ein guter... Okay. Nein, du wärst so wie du jetzt bist, aber in England. Du wärst wirklich ein guter Woke-Kenner von England, Bro. Meinst du? Ja, ja, so einen mit 100%. Rollkragenpulli? Nein, aber du, so wie jetzt. Du wärst genau, Ja. ich sag, du hast dich genauso entwickelt dort wie da. Ja? Ja. In England? Du hast sogar noch mehr erreicht mit Filmindustrie und so. Ja, wahrscheinlich 100%. schon, aber der Markt ist ja grösser in England, Bro. Ja. Checkst du? Ja. Und
dass das Verhältnis von Arm und Reich ist ja nochmal viel kräftiger Ja, in England. fix. Also weißt du, Entweder da, wärst du Künstler oder wirst du Leute auf dem Mofa aus hey Bro, ich wäre so ein Busker, weißt du, so auf der Straße. So, mit Mülleimer. ich will so Puppen machen mit diesen Filmen. Kennst du den mit der Giga, Bro? Der Penner, der Alte. Ja. Okay, ey, bleib mir. Immer wieder Sachen. Der killt mich. Der mit der Giga. Ey, Bro, ich Alter. lese schon wieder so eine Frage von mir. Egal. Bro, bitte Oh, Salam alaikum, Patrick. gib euch die Frage, wer ist der Patrick? Schon gut, Ah, der zwei- Santos! Oh, Patrick! Wie ist Mexico oder wo immer du gerade bist? Also der DJ Obi-Wan fragt, Josh, wenn der Woody auf eine Frage könnt antworten, was würdest du ihn fragen? Boah, das ist eine gute Er ist Frage. wirklich so gern. Hey, Bro, bei Adamol. Ich schwöre bei Gott. Du Adam? Hör auf, Bro. Das ist eine sehr gute Frage. Wie stell dir vor, dein Hund könnte eine Antwort geben? Boah, das ist eine gute Frage. Was würde ich meinen Hund fragen, wenn er ein... Wer hasst dich am meisten? Das wäre geil zu wissen, nicht? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Hund Hass empfindet. Ich glaube eben auch nicht. empfinden kann, weißt du? Weil der Hund chillt einfach, Bro. Aber er ist langsam in dem Alter, wo du merkst, es schießen die gewisse Sachen an. Ja, Error. Weil heute bin ich so mit ihm draussen gelaufen und ich habe wieder rechts gehen und der Hund schaut mich so an. Und seine Leine ist so am Ziehen, er macht so. Fuck Try me, me, motherfucker. und Bro, er schaut mich so an und er will in die Richtung, weißt du? Und ich so, hey, komm mal. Und er macht wieder. Und Bro, der Hund ist 5 Kilo schwer. Ja. Weißt du, so. Einmal rissen. Nein. Aber ich würde ihn, glaube gerne fragen, so, checkst du das Prinzip von Hund? Du Hund. Also, checkst du, was du bist? Weil ich glaube, der Hund checkt aber nicht, dass er ein Hund ist. Verstehst du, was ich meine? So, Ja, aber er ist schon nicht in der Lage zu. Stell dir vor, er sich im Spiegel an, 2 Stunden. er so, wieso bin ich anders als alle anderen? Wieso laufe ich auf 4 Beine und die auf 2? Nein, aber ich glaube, so das Prinzip, dass ich ihn irgendwann mal gekauft habe Ja. und gesagt habe, du gehörst jetzt da an. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil er schaut an andere Hunde und andere Hunde, wenn mit ihm spielt, zum Beispiel unser Nachbarshund. Bro, der Hund ist auf Cocky. Ja, 24, Bruder, der ist auf 7. Anabol und guck, ich sag dir ganz ehrlich. 24 bist du auf Cocky. Und der will immer mit dem Woody spielen. Ja. Und der Woody einfach so. Checkst? Ja, fix. Also ja. Der Brian fragt sonst, wenn er müsste auswandern, welches Land würde er wählen? Also Bro, Aargau. es gibt kein schöneres. Es gibt kein schöneres Land als Schweiz. Bro. Ich schwöre nicht. Ja, also, meine Kinder, ihre Kinder und deine Kinder bleiben in der Schweiz. Außer es gibt einen Krieg oder so, dann verpisst sich, aber sonst. Hey, also es kommt darauf an, habe ich die gleiche Einnahme wie jetzt? Also 0 und bin irgendwo anders. Aber sagen wir mal so, ich bin der gleiche, ich habe den gleichen sozialen Status wie ich jetzt habe, einfach in einem anderen Land. Ja. Hey Bro, ganz ehrlich, auf Deutschland willst du nicht leben? Nein, Bruder. Ich schwöre nicht. Also, eben Deutschland, Zweiter Weltkrieg, wo du jetzt gehst. Sieht alles beschissen aus dort. Aber so, weißt du, irgendwie so ein Land, wo ein bisschen Sonne sieht, wäre auch easy, Bro. Ja. So. Bruder, wir sehen auch so in der Schweiz. Ja, Bro, aber ich meine zum Beispiel, keine Ahnung, Alter, du bist so wenn du so auf Valencia gehst, Bro. Ja. Oder halt eben einfach allgemein in Spanien. Die Leute sind ja näher an der Armutsgrenze, so, Ja. oder beziehungsweise über 50% der Jugendlichen hat keinen Job, dort, checkst. Aber die Leute sind einfach am Chillen, Bro. Denen geht's gut. Ja, Kennst du willst die du machen, ja. White Girls, die in Ja, Ferien gehen und dann sagen sie, oh mein Gott, also ich muss einfach sagen, die haben nichts, aber sie sind so glücklich. Kennst du die? Die haben nachher Biomänder from the, weißt du, von was sind? From Planet Earth. Take my password in my hand. Du Ich schwöre, Mann. Nein, also ich glaube schon, so Schweiz, Leben in der Schweiz ist ja auch sicher, weißt du? So. Ja. Ich meine, auch wenn du näher an der Armutsgrenze bist, Bro, du überlebst. Aber so, eben, bist du happy oder nicht? So, ich meine, es gibt einen Grund, wieso so viele Leute nach 60 auswandern. Ja, jeder 5. in der Schweiz ist absolut nicht glücklich mit seinem Job. Jeder 5. Voll, Bro. Ja. Also, der Just Lou hat mal eine anständige Frage gestellt, wenn du mit einem Tier könntest kommunizieren, mit welchem würdest du? Ist es nicht der gleiche, der vorher gekriegt hat? Genau. Ah, okay. Was will es? Hey, ganz ehrlich, Wahl, Bruder. Mit einem Wahl, Bro. Wie oft kriegst du Wahl in deinem Leben? Ja, aber dann würde ich einen suchen und dann würde ich fragen, so, Bruder,
Was machst du eigentlich? Stell dir vor, er sagt, Habubti nicht. Oh, Warek! Chillen. Nachher. Nein, Bro, wie die stimmt einfach. Es hört nicht auf. Und ich sage, Bro, was ist das Ziel vom Leben? Ich kann einfach das fragen, Bro. Bro, der Peter Hans schreibt sehr an seine Wahl. Was ist mit dir und wer? Jetzt ganz ehrlich. Ey, Ist es wieder die gleiche Größe? Schwanzgröße? Sorry. ich finde einfach, was zu interessante Tiere, Alter. Ich weiß nicht wieso. Die machen niemandem etwas, die chillen, die schwimmen rum. Bro, wie groß ist ein Wal im Vergleich zu einem Mensch? Keine Ahnung. Im Vergleich. Ja, ist es ein Haus? Mehr. Ja, Ey, Bro, ein Wal das ist ist keine Ahnung, Mann. Wie lang ist ein Wal? 18 Meter oder so? Google weiß gerade alles. Und die sind rum, ja? Also, du würdest so etwas nehmen und nachher würdest kann ich eine Meeresexpedition machen. nur zum Fragen. Zum der Wal fragen so, was geht bei dir, Bro? Hey, nicht man, die Huren Haifisch stressen meine Eier, der juckt mich und das. Ja, dann würde ich wissen, okay, der Nein. lebt genauso wie ich. Aber wenn nicht krasser etwas nehmen, wo du so Tag in Tag aus siehst. So weißt du, damit du kannst so wie stell dir vor, du gehst nachher zu National Geographic, sagst, ich habe mit dem Wal geredet, denkst du, ah ja, voll. Ja, die würden sagen, ja, was soll ich sagen, ich habe mit der Katze geredet, okay, chillig. Nein, aber das kannst du immer, das kannst du immer nutzen. Nochmal ein Behinderter. Stell dir vor, du hörst eine Katze, laufst du vorbei, schau die Katze, schaust du so. Bro, Katze wäre schon interessant, weil das sind, gab es richtig so Also- Arschlöcher. Ein Blauwal kann bis zu 24 Meter groß sein. Und das ist. Das ist schon etwas, ah. Bro, und wenn du mit denen anfängst, wenn du kannst reden, ein bisschen so fragen, für was leben die eigentlich? Stell dir vor, er ist einfach ein Racist. Also, was ist doch kleiner Scheiß Landlos ist da, wer fickt denn noch? Ja, Mann, shit. Lieber reden wie 2008 oder dich kleiden wie 2008? Wie haben die Leute in 2008? Ist das der Johnny, der DJ? Oh, Johnny. Naturklang etwas. Wie haben Lieber reden wie 2008. 2008 war das gewesen mit. Haben wir dort geredet? Das ist doch das dort, gewesen, wo Dings. Was ist das gewesen, Mann? Bro, das mit dem. Es ist Freitag, aber es ist keine Zeitung. So einfach das eine Video schon rumgegangen. Ist das, wo sie Umfragen machen? Ja, ja, genau. Wegen Jugend. Was haben sie jetzt für Sachen gehabt? Der, der sagt, nein, du bist beim Fußball. Beste, was jetzt gibt. Du redest schon über etwas, dann kommt einer und sagt so, Fußball, Bam, was käkst du? Ist das der? Ja, genau. Was kriegst du? Beste, was jetzt gibt. Sag ich jetzt mal so pauschal. Ja. Thiago wird tiefgründig. Ja, wie haben sich Leute in 2008 gekleidet? Bro, ist das nicht so eine Tektonik-Zeit gewesen? Ist das die Tektonik-Zeit? Ich weiß es nicht. So die. Kennst du die Ed Hardy-Szene? Ist das Ed Hardy gewesen? Oh mein Gott. Hast du, sag ich Lumika, hast du das Ed Hardy-T-Shirt gehabt? Ja, ja. Ich habe, glaube ich, mit 12 oder 10 in Antalya. Ah, der gute. Jeder Tag, ich so, warum nicht? Ah, Ich denke, ja, stimmt. Ja, Ja, ist ja. Tektonik und. sind die, die kennen. Ja, weiß ich nicht. ja, Boah, ja, Bro. gute Frage. Mal eine tiefgründige. Oh, bitte nicht, Bro. ja, Was aber soll das ist ich? schon spät. Nimm doch eine tiefgründige, scheißegal. Ja, was willst du als Antwort? Ich wollte wissen, was ich frage. Ja, Wann, sag. wann hast du dich letztes Mal richtig geliebt gefühlt von einer Person? Also jetzt abgesehen von deinen Eltern und all das. Letztes Mal richtig lieb gefühlt von einer Person. Pah. Also Hola. erstmal, was ist Liebe? Ey, Bro. Fuck, Alter. Hey, Bro, vielleicht lässt irgendjemand zu. Weißt du? Ja. Vielleicht, weißt du nicht? Ich kann auch gar nicht sagen, aber ich so. Okay. Ey, Bruder, ich habe die Frage jetzt voll abgebrochen. Ja. Vielleicht willst du sagen, Meine Eltern. Nein, ey, Bro, richtig geliebt gefühlt. Ey, ich schwöre, bei Gott im Fall. Vor so, also so richtig so. Vor einem Monat, glaube ich. Shidar, Shoutout. Vor einem Monat von meinen Eltern. Okay, also wie definierst du das, dass du dich richtig liebt? Bro, look. Ey, ich habe mich Okay. geöffnet und es ist voll Fair, gut rausgekommen. Fair. Okay, also ich will auch sagen von meiner Mutter, vor ein paar Wochen. Und zwar habe ich ihr so gesagt, also übrigens für die, die es nicht wissen, ich bin jetzt für... Sorry. Ja. Wieso schreibt der Wuff? Marco, Wieso gehst du halt drauf ein, Bruder? Wieso Ich gehst du habe halt? jetzt voll wollen... egal, bleib bei der ja, Sache. okay. Haben Also. du gern Pferd? Ammernack. Hey, die ist. Also, Bro, look.
Ich bin auch etwa vor ein paar Wochen zu meiner Mutter gegangen und habe so gesagt, hey, look, ich bin ein bisschen am Struggle und so, weil ich fange jetzt mein Studium an. Da zuschauen muss, look. Da zuschauen muss. Rolli sen aneinander, Monaco. Wieso hast du das geschrieben? Nicht. Bro, was habe ich erzählt? Ah, genau, ich bin vor ein paar Wochen zu meiner Mutter gegangen. Ich sehe, ich struggle ein bisschen, ich fange mein Studium an. Mein Studium ist jeden Tag 8 bis 5, 8 bis 6, vielleicht keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wie ich das handeln und so. Weil ich kann nicht arbeiten richtig. Wenn ich arbeiten kann, mein Hund ist daheim. Ich bin voll im Stress gewesen, das ist mal gegangen ist. Weißt, so. Safe. Das nicht Ferien gesagt hast, sehen wir auch. Okay, sorry. Das ist dein Moment, sorry. Was? Ich kann sagen, dass du nicht Ferien gesagt hast. Ah ja, das ist etwas anderes. Ja. Bro, und dann hat mir meine Mutter einfach so angeschaut und gesagt, scheißegal, weißt du, so was, wir regeln das. Und dann ich so, nein, Bro, ich bin jetzt dann 27, weißt du, ich kann nicht mein Leben lang. Ich bin in dem Alter, wo ich mir gesagt habe, hoffentlich irgendwann klopfe ich Geld auf den Tisch, weißt du, und sage meiner Mutter, dann nimm. Ja. Weißt? Und dann hat sie mir gesagt, nein, das spielt doch keine Rolle und so. Weil, wo es dir finanziell so gut gegangen ist, hast du auf mich geschaut, jetzt schaue ich wieder auf dich. So, und sie so, wenn sie muss, kann ich WCs putzen noch mehr. Ja. Checkst? Aha, und dort hast du, ja. Und das ist, glaube ich, so der Moment, wo ich so merke, Bro, Liebe von einer Mutter ist unbezahlbar. Es tut mir mega leid, ich weiß das deutsche Wort nicht, so unconditional. Ohne Bindung, ohne Du weißt, was ich meine, Bro, ja, ohne etwas zurückwählen. Ja, fix, so. Es kommt immer so. Das, so aber ein close second war auch, wo ich dir mal gesagt habe, ich habe schon lange nicht mehr Bums und du so, Bro, für dich mache ich alles. Ein Kollege von uns. Nein, ich sage jetzt den Namen, mir scheißegal, Bruder. Der Shidar hat uns angeboten, der 3 Monate nicht bumst, der kommt von ihm einen Handjob über. So, Wow. ich hab's gesagt, Boom. Wow. Shidar, du bist im Chat und ich wollte einfach sagen, ich habe es nicht gesagt. Namen verdecken wegen die zahlt noch nicht. Und wir sind noch nicht Kirnkasten wie der Gaby Ray. Ich weiß von nichts, sagt er. Ja, jetzt sagt er so, ja. Ja, Mann. Weitere Frage? Dann haben wir da lieber betrogen oder betrügen? Betrogen werden oder betrügen? Also. Bro, was soll ich sagen auf das? Ey, Bro, ganz ehrlich. Ich sag ganz ehrlich. Sag du hast angefangen. Sorry. Lieber betrogen werden, Bruder. Ja, ich glaub's auch. Nachher kannst du die Karte spielen. Nein, nachher kannst du einfach. Ich meine. Dann kannst du einfach deine Grenzen, kannst du einfach deine Gefühle statt die auszulachen, kannst du einfach sagen, unnötig. Ja, und du bist nicht der Hurensohn gewesen, ganz einfach. Fix. Der Thiago fragt nochmal deep, was sind Schattenseiten von eurer Sonnenseite? Sonnenseite. Ah, du meinst, dass euch 60 Leute auf YouTube zuschauen? Pah, Mann. Keine Ahnung. Nein, also. Gut, ich muss vielleicht sagen, so dass ich bin ja schon vor dem Podcast, habe ich auf Bühnen stehen, bin so 1, 2, 3 Comedy-Shows gewesen. Und hat mal die eine oder andere Stange angetanzt? Ich habe auch, genau, die eine oder andere Stange angetanzt und so mein Geld verdient, was auch okay ist, Bro. Und dementsprechend ist es etwas, was ich schon lange gechased habe. Oder ich kann ja eine Person des öffentlichen Lebens werden, was dann auch Hand in Hand geht mit zukünftigen Plänen. Hey, Schattenseite, ich muss ehrlich sagen, was ein bisschen unangenehm ist so, wenn ich auf Insta sehe, dass mir Leute Bilder schicken, die sie von mir gemacht haben, die ich nicht merke. Ja, das ist schon unschuldig. Also weißt du, nachher schicken mir Leute so Bilder auf, schicken so. aus dem Bündig und sagen so, haha, schau, ich habe dich gesehen. Das ist ein bisschen unschuldig, Bro, weil ich will nicht gefüttert werden. Weißt du, wenn ich, ja. So verständlich. Normal. Gut. Der Daniel fragt Sponsoring von Podcast. Warte, willst du es nicht beantworten? Ah, sorry. Was war die Frage? Was, Goldschein hier, Alter. Aha, was... Schattenseite Ey, bis jetzt habe ich noch nichts erlebt, was mich stresst. Nur so... noch einmal spazieren gehen. Ich tue eben ab und zu noch ein bisschen laufen. So. Und... dann habe ich nicht die Route genommen, die ich eigentlich gerne nehmen würde, weil ich dachte, so... Gestern hat mich so 2, 3 Leute angesprochen und ich dachte, ich würde einfach so für mich sein, weißt du? Also nicht, dass jetzt krass oder Fame oder so, nicht, überhaupt nicht. Ich einfach will so Musik hören und für mich allein sein, komplett, weißt du? So ein bisschen in Gedanken und so. Dann habe ich einfach andere Strecken, aber es hat mich nicht gestresst. Also
Voll, aber nicht auf dem Boden bleiben, Bro. Also weißt du, so, ich glaube, wir beide tun das auch ein bisschen romantisieren, weißt du, was ich meine? So ist es nicht so, dass uns, also jetzt auch für euch, ist es nicht so, dass uns am Tag 10 Leute... Eben ja, wie gesagt, das ist vielleicht an einem Tag, sind nachher 3 Wochen nicht oder so, weißt du, also Voll, alles ja. easy. Das wäre, glaube ich, wenn es Schattenseiten gibt, ich meine, es wird wahrscheinlich noch ganz viel geben, aber das wäre wahrscheinlich eine. Ja, Fenner oder Gala. Gala. Ganz klar. Jim Bomb. Der Fußballkenner. Warte. Meinst du? Okay. Ja, das Ja. kommt alles, Bruder, Shidar, das kommt alles in der nächsten Folge. So. Ja, wir reden schon darüber in der nächsten Folge. Wir sind mit Genau. dem Schidar in der Ferien Ja. gewesen, er war auch dabei gewesen. Und ja. Der Daniel fragt Sponsoring für den Podcast von 10.000 Franken an, aber ist vom Gül. Von Gül 10.000 Stutz. Ja. Bruder, Gül hat den besten Lamajun auf der Welt. Gar nicht, Bruder. 10.000 Stutz? Nein. Gottlos. 10.000? Aber, also jetzt, Bro, und jetzt ehrlich, Nein, ehrlich, das ist nicht. ehrlich jetzt. Nein, Ehrlich, was bringt 10.000 Stutz? nicht. Ey Bro, es ist nicht genug Geld, um nachher zu sagen, Zum dass- Arsch verkaufen, Bro. Ja, nach deiner Aussage, die wir gemacht haben. Ja. Voll. Aber wenn du Gül zu hast, melde dich nachher. Sarah fragt, wenn du heute Abend sterben würdest, welche Sachen müsstest du vorher noch jemandem sagen? Oder wem sagen? Uff. Krass, Alter, was würde ich sagen? Also was würdest du wem sagen, ist die Frage. Alter. Ey, das wird hure deep da, Mann. Weißt du, amigs kommen so Fragen mit, würdest du die Mutter oder die Vater ficken und nachher kommt so etwas. Ja. Hey, das macht auch Community aus. Jemals geht, du kannst auch ruhig umgehen, es hat noch hure viele Fragen da oben. Ja, ich bin da schnell. Tau. Also, was würde ich. Jetzt auf den ersten Blick fällt mir, also auf den ersten Gedanken fällt mir jetzt gerade ein, dass ich zum Nilter würde gehen und sagen, ich habe so pauschal 4 Jahre lang meine Unterschriften gefälscht. Für Prüfungen. Du willst auch so wieder deine Seele bereinigen noch. Ja, das würde ich machen, ja. Okay. Du, Josh? Boah, was würde ich wem sagen? Noch das letzte Mal jemand, der mich liebt. So zum Beispiel. Oder. Gruppenchat. Nee. Ich würde, hey, wahrscheinlich würde ich an eine Person anrufen. Nein, weißt du was? Ich würde meiner Mutter anrufen. Ja. Oder sie sehen. Ja. Und einfach sagen, hey, look, das passiert jetzt. Ich bin jetzt dann weg. Danke für alles. Danke für alles. Ja. Chillig, okay. Das, ja. Gut. Tiago hat nochmal eine gute Frage. Welche 3 Entscheidungen haben euch an diesem Punkt gebracht? Oder man, nächstes Ey, Mal Bro, nicht mehr so für tiefe alle- Fragen haben wir noch können, Mann. Immer 2, 3 die ganze sind gut. Zeit Wie Ja, alt sind Bro. der Pferd gern? Keine Ahnung. Oder Weiß nicht. Lieblingsreste? Fragt Semina Yilmaz. Ja. Guter Name. Schau, jetzt machen wir wieder Werbung. Für Lieblingsreste. Lau. Checkst du? Für nichts machen wir. Ah ja, für nichts. Ja. Okay, egal. Lieblingsreste von mir jetzt momentan. Boah, Alter. Keine Ahnung, Mann. Lieblingsreste. Ey, Bruder. Ich weiß echt nicht. Bruder, stell dir vor, Date Night, Ja, Zürich. ja. Du willst ein bisschen Mhm. imponieren, etwas. Ja. Wo gehst du? Also imponieren, aber im Rahmen, weißt du. Mhm. Ich kann nicht 300 Stutz für eine Nacht ausgeben. Safe. Welches Reste findest du geil in Zürich? Es gibt recht viel eigentlich. Ey, schreib etwas, was du, Bro, schreib du ein Reste, was du geil findest, weil wir haben den gleichen Magen und Gaumen, Bro. Wenn der das findet, Gusto. wenn er sagt, er ist geil, ich sag automatisch auch ist geil, Bro. Eigentlich- Ganz ehrlich. Ich kann es gar nicht sagen. Hey, ich würde ins Atschi gehen, dort im Kreis 4 ist das, glaube ich, Ja, oder? ja. Kasernenareal dort. Mhm. Bro, du zahlst 20 Stutz beim Asiat. Und du kommst den gottlosesten Teil rüber, Bro. Uff, er hat jetzt geredet, Wort. Napoli. Memo, Bruder. Memo, Bruder. Napoli und na 081. Er hat geredet. Napoli in Meilen ist schon gottlos krank. He? Es gibt jetzt Ja. auch eine in... Es gibt einfach Napoli, Bruder. Und der ist gut. Bravo. Gut gesagt. Ja, Napoli Mehr ist kommen geil. wir auf Premium Account mit über. Wow, Werbung gibt es halt, wir nehmen nachher. Der Alan fragt, wem würdest du gerne anrufen für ein Gespräch? Egal ob tot oder lebendig. Bruder, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn du deine Hand so zwischen meine Beine tust.
zum den Woody streicheln. Ja, Bruder, er kommt die ganze Zeit zu mir, ich schwöre, ich lebe, aber... Also der Woody ist unter dem Tisch. Was ist die Frage, sorry? Wem würdest du anrufen, um ein Gespräch zu führen? Tot oder lebendig? Alexander der Groß. Direkt, Bruder. Wirklich? Direkt, Bruder. Ich würde ihn sagen, aber bis ehrlich unter uns. Hättest du gegen Illyrier müssen fighten? Hättest du verloren oder nicht? Gegen die ersten Menschen? Nein, ich würde glaube schon ihn fragen, Bro. Bro, mit 24, 25 hat... Die Welt hat fast ihm gehört. Ich schwöre, hol. Ja, Bro, aber er hat auch einen riesen Rücken gehabt. Ja, nein, mir denkt, er ist schon einfach ein Stadt Ja, nach dem nein, anderen ich sag nur, Bro, es könnte irgendjemand gewesen Er hat vor Stadt. Wer ist der König? Heißt die Geist? Komm jetzt, nächste Stadt. Bro, ich glaube nicht, dass er... Ja gut, ja. Okay, wer bist denn du? JC. Was ist die Frage? Was ist die meiste... gib mir einen Tipp für meinen kreativen Mind. Tön ich so? Ist das mein... Das ist jetzt die Josh in meinem Kopf, ja. Tön ich so? Yeah. Okay. Hey, what up, JD? I'm Josh Negroni. Ja, I'm making female photos. Can Yeah. you give me some advice for my future? ja geil. Ist das so... Man, shut up, fuck! Hey Bro, Ja, was ist die Frage? also der Typ ist einfach fucking erfolgreich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Also du wärst einfach ausfinden, wo bei der Frage Nein. 500k oder S mit Jay-Z, würdest du S für Jay-Z Fick nehmen? auf Jay-Z, Bro. Aber die Frage ist, wem würde ich anrufen? Okay, aber So. was würdest du ihn fragen? Hey Bro, ich würde auch mit ihm mich unterhalten, so ein bisschen, vielleicht sagen, hey, was läuft? Was, wenn er sagt einfach, oh, gar keine Lust mit zusammen reden? Ja, dann, was soll der Alexander sagen? Also, bist du Makedonier? Nein, also habt ihr nicht Ich Fresse. sage ihm, Bruder, ich bin Kurd, du hast gegen meine Vorfahrer gefeiert, reden wir an einem Tisch, machen wir da sauberen Tisch da, die wir reden. Frag mal an euch, wem würdet ihr anrufen? Wenn ihr es könnt, tot oder lebendig mit jemandem telefonieren. Und Gut. schreibt das, wir können weitermachen. Genau, in dieser Zeit fragt... Eben, da hat es eine Wurf Frage. Ja, Ja. ja. Ich habe gerade eine gesehen. Genau da. Wenn die Eigenschaft von der anderen Person könntest klauen, was würdest du nehmen? Also zum Beispiel du, Josh, vom Zero und Zero. Fang du mal an, Bro. Ich habe Zeit, Bro. Kein Problem. Merkst du, wie er jetzt überlegt? Aber letztes Mal, wo wir gefragt haben, was stört dich? So. Direkt. Aber das Hey, ist Bruder, Bro. Jetzt musst du Du Eigenschaft hast klauen. so viele gute Eigenschaften, ich weiß nicht, was nehmen. Oh. Man, nein, Bruder. Also, was würde ich nehmen für Eigenschaft von dir? Bro, keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung, sag du. Oh mein Gott, hör. Oh mein Gott, ich seinen Namen. Darum habe ich vorher nur den Vornamen gelesen. Ist nicht lustig, Bro. Hör auf. Hey, ich glaube, deine Eigenschaft, jetzt kommt's, jetzt weiß ich das Wort wie vorher wieder. Jetzt bitte. Deine Eigenschaft, dass du bedingungslos liebst, Bruder. Pah, Mann. Nein, Bro, du nimmst nicht, du willst nicht zurück so. Bro, ich meine, egal was für ein Struggle ich kann verpiss Warte, dich. nein, es hat etwas nicht Gesicht, Mann. So, ist gut. Das ist schon intim. Nein, sorry, ich kann wieder unterbrechen. Ich wurde schön gesagt. Okay. Ja. Eben, Bro, man, ich habe das Gefühl, wenn du so, wenn du über deinen Bruder erzählst, die Handvoll Leute, dann gibt es wie nichts, wo du nicht machst. So. Ja, Mann. Das ist voll bedingungslos. Danke vielmals. Merci. Ist 3XL schon eine Eigenschaft? Sonst würde ich schnell. Okay, also, was will ich von dir nehmen, Bro? Jetzt habe ich ihm so eine krasse Vorlage gegeben, Bruder. Jetzt muss er wirklich überlegen. Keine Ahnung, Alter. Manchmal wünsche ich mir so. Nicht manchmal, aber. So 2-3 Mal ich denkt, du kannst easy gut so Gespräche anfangen. Du kannst. Wie soll ich sagen, so, wenn mit dir redest, ist nicht langweilig, checkst so, du hast immer etwas zum Erzählen, man kann lachen so und manchmal bin ich so dort und wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede und ich habe einfach so das Gefühl, jetzt ist ruhig. Fuck, jetzt ist so. Weißt du, jetzt musst du reden, erzähl etwas und dann denke ich mir so, Josh hat jetzt kein Problem zum da reden jetzt. Aus dem Nichts. 70 Mann. Das, ja. Bro, ich glaube, man sieht jemand anderem immer das, wo man so gerne wäre. Weißt du, ich meine, man sieht selber wie nicht, was man kann. Aber ja, unterm Strich, ich rede einfach viel und du bist einfach. Du gibst die schönste Liebe und ich rede einfach viel. Was willst du das sagen? Nein, du kannst gut reden, habe ich gesagt. Nein, Bro, alles gut. Ich sag mal. Ich sag, du. Ah, der Schieder wollte wieder zünden. Ja. Was schreibt er wieder? Nimm doch das Zeitgefühl. Zeitorganisation. Nimm doch sein Gefühl für Zeit. Oh mein Gott. Ja, Mann. Okay. Ja. Wo Ihr sind müsst wir? euren Namen ändern. Wie würde der heißen? David Beckham. Bro, ich glaube, er meint kurz und bündig müssen wir ändern. Aha. Oder? Was meinst du von beidem? Johnny. Oder meinst du unser. Er hat jetzt gesagt, ich save mein Ah. Hand. Mike Hunt, okay.
Wie würdest du dich nennen? David Beckham. Dann verwechseln dich die Leute nur noch mehr, Bro. Nein, sie verwechseln ihn mit mir. Oh, eben, ja. Hey, wie würde ich mich nennen, wenn ich meinen Namen könnte ändern? Ich glaube, du hast schon deinen. Ja gut, ich weiß glaube ich nicht. Ja. Ich würde meinen Nachnamen wahrscheinlich zu meiner Kunstfigur ändern. Schwierig. Gut. Lieber schaffen zum Leben oder Leben zum Schaffen? Sorry. Lieber schaffen zum Leben oder Leben zum Schaffen. Ey Bro, ich meine, ich studiere Kunst. Ich glaube, bei mir ist die Frage klar. Ja, weiß nicht, du? Wenn du entscheiden könntest zwischen 10.000 im Monat für einen Job, der dich wirklich mittelmäßig happy macht, so du bist, keine Ahnung was, Bro, Arbeiter, irgendetwas in einer Bude, oder du kannst machen, was dich wirklich happy macht, Bro, so für, sagen wir, 4.000 Stutz. Wenn es nur um mich selber geht, 4.000 Stutz pro scheißegal. Wenn ich aber so in die Zukunft schaue, dann 10.000. 10.000 direkt. Also lieber unglücklich dafür mehr Geld. Ja, lieber unglücklich, dafür kaufe ich meinen Bastardsohn irgendwelche Yeezys und das iPhone 12, damit er in der Schule go, Sarah packen, der Hund. Aber schon gut, Bruder. 4K ist. Also schnell zum Klarstellen, der Daniel D. würde seinen Namen ändern zu Luchaier. Auch gut. Smart, Bruder. Smart. Ja, Mann. Geil. Geil. Okay. Hey, nehmen wir mal eine Frage von weiter oben. Es sind ein paar geile Fragen gekommen. Wirklich. Also. Was sagen ihr zum Top G? Scheiß auf ihn, er ist ein Hund. Wer ist der Top G? Andrew Tate. Wieso Top G? Ja, Seine Schule nennt sich Top G oder sein Dings ist einfach das, was er ausbildet, ist Top G. Traurig, arme Sieg, jeder, der ihn hört und supportet, sind einfach arme Sieg, traurig und keine Ahnung, get alive, so Scheiß. Hey, ja, also Andrew Tate ist ein problematischer Typ. Aus dem einfachen Grund, weil er sehr ein komisches Bild vertritt. Natürlich ist es auch so eine Hexenjagd, die gerade passiert, oder man hat ihn überall blockiert und rausgenommen, was ich zu Recht finde, das ist meine Meinung. Ich glaube, wenn die Leute, die ihn wirklich feiern, mal würden hören, was er für problematische Sachen rausgibt und was er für Menschen, also was er für Köpfe bildet eigentlich mit seinen Aussagen, dann würde er ihn, glaube ich, auch nicht so fühlen. Und ich meine, ich muss mir überlegen, das ist einer von den Menschen, der einfach ein Mikrofon nimmt, so wie wir, und ihre Meinung ungefiltert raustun. Und einfach ein schlimm problematischer Typ, Bro, sagt er ehrlich. So, also er hat, ich glaube, ich habe jetzt seine Aussagen nicht präsent vor mir, aber er hat, glaube ich, eine Schwester, die Feministin ist. Und nur schon, was er über sie sagt, Bro, also ich meine, keine Ahnung. Er ist einfach ein verdammter Spaß, fertig. Er gibt für unsere Jugend, er tut unsere Jugend nicht gut. Wenn wir ihn als Vorbild nehmen, dann ist einfach, nehmt lieber irgendwie, keine Ahnung, man, nehmt doch euren Vater als Vorbild oder irgendjemand sonst so, wo ihr könnt anschauen und wo auch mit gutem Beispiel vorangeht, aber nehmt nicht so einen Hurensohn. Gut. Haben wir das auch mal geklärt mit dem. Was ist schon das schönste bzw. das schlimmste Erlebnis bei im Leben? Im Leben? Mhm. Uff. Ey. Boah, Alter, weiß nicht, man. Das Schlimmste, sage ich jetzt mal. Alter, weiß nicht, man. Das Schlimmste ist schwierig, Alter, das ganze Leben Oder lang. hast du etwas schönes Erlebnis gehabt? Ich sage jetzt mal, eins von der schönsten oder eins von der schönen Sachen ist gsi, wo ich eigentlich meine erste eigene Wohnung, also die Wege, weißt, so zum ersten Mal so, boah, das ist ein grosser Schritt in meinem Leben, Bro. Und das ist für mich, ich habe gedacht, weißt, jetzt hast du wirklich eine eigene Wohnung, jetzt hast du, also erster Gedanke, ganz ehrlich, ich habe gedacht, wer wird mir jetzt am Morgen um 3 Uhr sagen, wo bist du gestern gewesen? Das war mein erster Gedanke gewesen. Ich bin wir sind ja, glaube ich, erst Abend Ausgang gegangen sogar. Und ich so, Alter. Bin ich dabei gewesen? Bin jetzt sicher. Aber ich Nein, so, ich bin, keine Ahnung, aber ich so, Alter. Ich kann heimgehen, wenn ich will. Ich kann essen, wenn ich will. Aber nach einer Woche schon wieder am Vermissen, weißt du? Das Essen, die Heim mit den Leuten und alles. Ja, Mann. Du? Mein schönstes Erlebnis vom Leben. Mhm. Hey, es ist schwierig zu sagen, Mann. Brutal, Alter. Was haben wir schon gesehen bis jetzt, weißt du? Ja, wirklich. Hey, ich glaube so. Hey, ist wirklich sehr schwierig. Das Schlimmste würde ich sagen, wo
eines der Schlimmsten, würde ich sagen, ist, wo ich gewusst habe, dass meine Oberstufenlehrer nie mehr finden wird auf Social Media, um sie zu beleidigen, wie sie ihren Nachnamen geändert, Scharmut. Nein, keine Ahnung, Bruder, weiß nicht. Es ist zu schwierig zu beantworten jetzt auf die Schnelle. Hey, Ich kann kein... Ja. ich möchte schon etwas probieren. Versuchen wir es, komm. Vielleicht nimmt er ab. Vielleicht, wer weiß. Können wir es im Stream? Wenn ich anrufe. Sollte. Also auch wenn du schon verbunden bist. Ja, ich bin verbunden. Und sonst können wir so. Oh, Das ist nicht das. gibt es einen Telefonjoker? Kannst du mal Leute stellen, das Telefon nicht? Also, bonne Chance, Leute, hoffentlich nimmt er ab. Shimizu. Oh, Drini, was läuft, Bro? Hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt, ja. Ja, Du geil. bist in der Bunker, oder? Bro, wir sind am Podcast aufnehmen. Und Ja. also, wir sind einen Live-Podcast am machen und Leute fragen, ob Sektion Zürich jemals wird in den Podcast kommen. Was ist die Antwort, Bro? Willst du sie sagen? Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall. Das Also, ist klar sein. Das ist klar sein. Für jeden, der denkt, dass das nicht der Fall ist, die Hände können. voll, Mann. Geile Sicht, Bro. Ey, ich kann nur denken, ich probiere schnell. Du nimmst eh gerade ab. Geile Sicht. Heute machen wir noch nicht 45 Minuten Telefon, Bro, wie sonst. Ich kann nur schnell sagen, dass du schnell deinen Shoutout gibst und den Leuten sagst, dass du kommst, Bro, bald. Fix, wir kommen bald. Das wird eine sehr, sehr geile Folge. Das wird eine gute Folge. Ja, Geile Mann. Sicht. Gespannt. Geile Sicht, Bro. Also, Kurz und bündig. wir hören uns, Bro. Beide, Bro. Ciao, ciao. Bis Ciao, bald. tschüss, Bruder. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, ja, sorry. Ja, ist gut. Ja. Ja, also Sektion Zürich kommt auch bald. Wir wollen jetzt zwar einfach noch nicht gerade Rapper nach Rapper drin haben. Darum haben wir gefunden, wir tun jetzt, also wir sind eingeladen, sie kommen auch bald, aber wir machen eine kurze Pause mit Gästen. Wir wollen auch ein paar andere Leute drin haben. Ja, so viel zu dem. Ja. Gut. Was hättet ihr mit eurer ersten Million gemacht? Das erste, was ihr gemacht hättet. Warum? Also, eine Million oder musst du noch Steuern und so abzahlen? Lass du steuern. Einfach 1 Million, habe ich jetzt so. Bruder, ganz ehrlich, ich würde ein Haus kaufen. Oder einfach so, was ist das, so 60-70% vom, oder 50% vom Einkaufspreis zahlen, so bis zu 600'000 fürs Haus. Dann würde ich einfach pauschal, so von den 400'000, die noch bleiben, 200'000 meine Eltern geben. Sie haben es nur nötig, aber scheißegal. Ja. Einfach da. Einfach zum Zeigen. Nein, einfach das wirklich sagen, so, wenn ich kann, ich schwöre bei Gott, ich würde direkt geben. Und die anderen 200'000, Bro, es gibt, glaube ich, einen guten G63 AMG am Nachkommen. Geil. Der geht's, glaube ich. Das ist das Erste, was du machst. Das glaube ich, ja. Krass. Okay. Du? Hey, ich will erst mal mein Maul waschen. Ich meine, Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht Ja, dazu, Mann. was er macht. Nein, Bro, ich Ich habe würde... eine Ansage bekommen von Freundin, sie soll auf Kaugummi catchen. Ja, Ich ziemlich. habe gerade Chor kommen. Ja. Darum bin ich vorher raus da, Bro. Gib Serviette oder so. 1 Million, Bro, ich würde natürlich einen Teil investieren, wie man das halt macht. Krypto, wie man das macht. Und dann würde ich wirklich das Geld in die Hand nehmen und ohne Scheiß, ich würde zum Auditoren, Bro, sag dir, wie es ist. Das ist eine Frage sogar. ja, die Frage ist auch schon aufgetaucht, ob man mit dem Aditotoro heißt er, glaube ich. Scheiß, wie er drauf wie er heißt. Wie Ob man mit ihm einen Podcast Nein. würde aufnehmen. Nein. Niemals. Niemals, nein. So Nein, schlimm. nein, ich Nein. schwöre nicht. Nein. Bro, nein. Nein. Also vielleicht, also Bro, weißt du, wenn wir jemals mit ihm machen, wir haben so ehrlos Zeit Nein, verloren. niemals, Bro. Vorher tue ich den Podcast beenden, Bro. Wir. Ja, mir, meine ich, ja, sorry. Und Bruder, sag dir ganz ehrlich, noch kurz zu dem Thema, so zu Gästen, wir sind ja gerade am Anschneiden. Es schreibt uns ein paar so, hey, rufen den mal, oder wenn kommt der, oder rufen die Person und so. Und erstmal so, wir sind gut für das Rest von dem Jahr ausgebucht mit Gästen. Und das Zweite ist, an der Stelle mal ein Dankeschön, dass ihr euch Gedanken macht, so, wer könnte ein guter Gast sein für unser Format, wer wird zu uns passen und so. Aber wir müssen wirklich auch sagen, unser Podcast lebt ja davon, von unserer Chemie, wie wir sind. Und wenn wir jetzt Leute haben, wo wir wissen, so, wir können nicht so sein, wie wir sind, oder wir können nicht über das reden, was wir sonst einmal reden würden,
Wenn wir wissen, dass wir nicht passen, dann wäre es auch schade. Oder einfach jemanden rufen, damit wir jemanden gerufen haben, weißt? Es soll immer wieder lustig sein, es soll gut sein, es soll unterhaltsam sein für euch. Unter dem Strich geht es ja immer, dass es für die Community passt. Und, Cool. und wenn einfach jemand kommt, wo man einfach nachher eine halbe Stunde so verstummt, so richtig so einfach am Zuhören oder nicht mal, weißt du, so, wie der Josh einmal gerne tun, dann ist nicht gut, oder? Deswegen, ja, wir sind bis Ende vom Jahr ausgebucht, sogar bis, glaube ich, Anfang Jahr, so, je nachdem, wie es läuft. Und ja. Was für das Jahr ausgebucht, mein Gott, freue mich schon einfach. Lieber ins Gülgo essen oder mit dem Aditoro folgen. Eins von beiden Mündern. Nach dieser Ansage ist. Lieber Gül, Ja, ja. Also, look, weißt du, wie ich Gül gehe? Kennst du, wenn das so Stars so erzählen von dem? So, one day, weißt du, ich kann endlich mal den Ausgang genießen mit dem Kollegen. Ich will so, Bruder. Ich will so eine Fastnachtsmaske kaufen und sogar Stimmen erzählen, weißt du? Ich will so. Hallo, Ayla, Lakmakun. Lakmakun mit Salat, bitte. Hey, warte, was ist das andere gewesen? Gülgo hast du mit Auditoro Podcast aufgenommen? Ja. Hey, also weißt du, rein Ich meine, rein marketingtechnisch. Ja. Stell dir vor, der Mensch ist gegenüber von uns. Ja. Und ich tue ihn einfach eine Stunde lang ihn ausquetschen und frage ihn, wieso er so ist, wie er ist. Ja. Ob seine Mutter ihn geliebt hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wäre schon, marketingtechnisch wäre es lustig. Es wäre lustig, aber es wäre Mobbing. Und da sind wir dagegen. Genau. Aber ich persönlich glaube, da die Toro betreibt auch Satire auf so hohem Level. Der Typ ist rent-free in meinem Kopf, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Bro, du kannst machen, was du willst. Er ist in deinem Kopf und er fickt dich einfach kaputt Bro, und ich du kannst kann nichts nicht machen. glauben, dass das eine echte Person ist. So Moneyboy, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, das ist doch eine Rolle, die er spielt. Bro. Lebt der Money, Ja, aber er lebt, man. Aber das ist doch eine Simulation, Bruder. Ich sag dir ehrlich. aber Hey. so lange durchziehen und trotzdem noch so tun, als wäre er das ist schon extrem. Nicht? Ich meine, das ist jetzt auch, wenn ist das so ein Dreckslied rausgekommen? Ah, du redest von Moneyboy. Ja. Das So Soulja die Boy. Rolle, ja, so die Rolle spielen, weißt du? Hey Bro, also Leute spielen 40 Jahre lang eine Rolle. Weißt du, was ich meine? Es hat. es hat. Bro, es hat. Bruder! Du checkst nicht. Bruder, Es warte hat schnell! im 18. oder 19. Jahrhundert hat es in der Zeit, wo so die Straßenmagier und Zirkus und so ein Thema war, hat es einen Typ gehabt, einen Amerikaner, der sich als Chines verkleidet hat. Und der ist gelaufen, als wäre jeder Knochen von seinem Körper gebrochen. Weißt du, was ich meine? Er war so ein Magier, Bruder. Ja. Und er hat so Tricks gemacht, wo er so die alte chinesische Magie genannt hat. Ja. Und dann ist irgendwann rausgekommen, dass er einfach ein 40-jähriger Mann ist, der so die Rolle spielt. Und hat er jahrelang gespielt. Weißt du, was ich meine? Wo ist jetzt der eine, wo kommt und sagt, Bruder, ich bin letzte 4 Jahre nur verarscht worden. Ich bin mit jemandem zusammen gewesen, der mich 4 Jahre lang nur... Sie haben eine Rolle gespielt, 4 Jahre. Sie haben mit mir eine Rolle gespielt, Bruder. Ja, Bro, und ich meine, du kennst doch die Battler in der Türkei, weißt du, die einen AMG fahren. Ja. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, So, ja, Bro, safe, sicher spielt der eine Rolle, Mann. Safe. Euer Traumgast für den Podcast ist vom Skidor gekommen. Also, ich glaube, wir müssen einen von der Schweiz nehmen, Ja. weil wir machen die auf Schweizerdeutsch. Ja. Was ist das geil? Ich habe schon mal über das geredet. Traumgast haben der Schweiz. Der Bersee gesagt. Bersi haben wir gesagt, wäre sicher geil. Aber dafür muss jetzt Affenpocken-Pandemie ein bisschen wieder brennen. Hoffentlich, damit man Sonst er wird bald irrelevant. Wow, Lieblingsgast in der Schweiz. Hey, also schnell Daniel, das Joyce-Interview von ihm ist 10 von 10 lustig. Das, wo er sagt, ihr solltet nicht Drogen probieren, aber... Ja, er so, ihr nehmt Drogen. Hast du gerade gesagt, so Drogen nehmen? Also, nein. Berlin Party, you know. Das sagt er. Ja, so. Mann, Traumgast, Bro. Bruder, ganz ehrlich. Sag. Ganz ehrlich. Sag. Ich weiß auch, dass wir uns kaputt lachen mit dem. Sag. Memedi. Memedi wäre 10 von 10. Bruder, glaub, Der Wintertour, ne? Oh mein Gott. wenn der Memedi da hockt Ja. und dann frage ich mich, Bruder, wie geht's? Gut, dir? Was hat einmal die doch jemand in Kemptal? Ich Autobahnraststätte? habe mal Camptal gesehen, Bro. Du, ja. Ich habe mal Camptal gesehen. Und dort hat er bei Freiburg gespielt, glaube ich noch. Und das ist mit Saison, weißt du, so, es ist so nicht irgendwie so Ferienzeit im Sommer. Und ich so, hey, Bruder, darf man ein Foto machen? Sehr fix. Ich so, ich darf fragen, was du da machst. Und hinter mir tankst du mit der Reste. Tankstelle gehen?
Ich so, ja. Ja, aber ist doch Saison nicht. Ja. Ich so, ich frag nicht weiter, Bruder. You do you, Bro. Ganz ehrlich. Absoluter King, Bro. Ihm ist auch scheißegal, Bro. Er ist doch seine Interviews mit der guten Halbplatz am Führer Ja, von ja. ihm. Scheiße. Bro, einmal hat sie so gefragt, wieso willst du Trikot wechseln? Und weißt du, nachher er so, ich bin da zum Trikot wechseln, ich bin da zum Shooten. Ich bin da zum Liebling. Bro, glaube ich, bei ihm wäre richtig 10% sage ich. Ja. Wer ist der schönste Ui, Bruder warte, von ist euch? das eine Frau oder das fragt? Biniam. Ist das so relevant für dich? Bro, nein, es mich wundern, ob das einer von unseren Jungs ist, Ja. der rausholen will. Oder ob Hey, es wer ist der schönste Bruder? Nicht so schwer. Wer? Also ich meine nicht zwischen uns beiden. Ja, ja. Ja, wer ist der schönste von unseren Brüdern? Also der Irlander gesehen, der Du Roche. meinst von der Ich Blutbrüder? habe jetzt auch gedacht, eher so von den Jungs. Ah, von den Jungs? Aber danke. Okay. Also, also von den Jungs ganz klar. Ganz klar. So, Top-Ranking, Chance, Nummer 1 Chance. klar. Direkt. Bro, wie jedes Mal, es kann fast nicht Augen machen schon. Ja. Aber wie kann er so gescheit sein und so gut aussehen? Bruder, egal, er hat seit 10 Jahren eine Freundin und Genau. er ist nicht um. Das ist eben das. Ich kann nicht alles haben. Checkt er. Ich kann nicht der perfekte Mann und dann nachher, er ist schon vergeben, Bruder, tut mir leid. Aber nachher, Gott nach ihm instant, ich habe schon der Ferien etwa 10 Mal gesagt, ich habe mit ihm zusammen gepennt, ich habe Sachen gemacht im Bett. Mhm, Kein mach mal Problem. mir alle, Bro. Der Sandro direkt. Mir alle. Schon, du stehst auf White Boys, hä? Nein, aber der Sandro sieht gut aus. Ja. Bro, look, Bro, Sandro sieht schon gut. helle Augen, Stimmt. gute Haar, guter Bart. Das ist schon mehr. Ja, man, oh, der Book of Fizzy, der Brüder, schreibt, liket den Livestream, wenn ihr noch nicht kennt. Abonniert bitte auch, unsere Abonnentenzahlen müssen ein bisschen aufgehen. Ja, man. Oh mein Gott, wieso Influencer, Bro? Wieso YouTuber? Wir sind YouTuber. Like for us. Subscribe. Dann schreibt, Dea ist da. Und sie hat sich wirklich getraut, in den Livestream reinkommen, Dea, und schreibt, erst die nächste Frage. Hey, Dea ist die Person, die dümmste Fragen stellt. Immer. Dea, kannst du eine von deinen... Sie hat jetzt gerade eine gestellt. Oh. Wenn gibst du? Kannst du eine von deinen berühmten Fragen stellen? Bitte, Dea, bitte. Tour. Weißt du nicht, sagen wir schon etwas? Wenn wir das fast aufmachen. Wenn wir das fast aufmachen oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht, das haben wir immer abgesprochen. Ja, Ja, das das, stimmt. Ja. weiß Hey, nicht. auf jeden Fall, es gibt eine Tour. es gibt eine Tour, ja. Wir werden umeinander sein. Genau, jetzt können wir doch etwas fragen, wo Ja, wir erst stimmt. immer unsicher gewesen Ja. sind. Wer würde Wer lieber wür- ficken? Oh, nicht die. Ah, sorry. Nein, oder? Nein, warte schnell. Also, Leute, Live-Tour gibt's. Ein Google-Nutzer nach der Tour gezogen. Egal. Wo sind die Eier, Mann? Nein, auf jeden Fall. Live-Tour, yes, gibt's. Wenn, ich weiß nicht, ob ich das lieber soll sagen, ich weiß, das ist noch ein bisschen so. Nein, ich glaube nicht. Das Wir ist sagen das noch nicht, aber was wir garantiert wissen müssen von euch, ist, weil wir eine Live-Tour machen und wir schon die eine oder andere Stadt so im Visier haben, sind wir aber nicht sicher, ob wir die eine oder andere Stadt nicht gesehen haben, vielleicht nicht wissen, ob das heute Teil davon sein. Deswegen, jetzt im Dings ist es schwierig. Es sind ja gerade jetzt 50 Leute am Zuschauen. Aber wir machen mal vielleicht auf Insta eine Story oder einen Beitrag. Aber schreibt uns auch sonst auf Insta, so, wenn ihr einmal so schreibt oder wenn ihr etwas kommentiert oder so. Schreibt uns eine DM, sagt, wo ihr seid. Welche Stadt, weil wir versuchen da ein bisschen sammeln. Weißt du, wo lohnt sich gehen, wo nicht. Genau. Ja, genau. Also, wir werden so vielleicht 4-5 Stops machen. Mhm. Und müssen halt ein bisschen wissen, wo die Leute sind, weil das Scheiß ist. Vini. Wie viele Pisser. Wer ist das? Ist der... Ist der Kollege von Roche. Aha. Der Rest? Nein. Ja. Okay. Oh, du hast uns am Tisch gegessen, jetzt redest du so, Mann. Ne? Ich den Namen sonst. Schau jetzt, ich schon Frage so. jedes Mal, Der Mann. Mann hat Ey, wieso Schnurren, Mann. passiert nur so viel... Wieso passiert nur so viele Sachen, wie es in der Zeitung auch Platz hat?
Was ist das für eine Frage? Bro, warte, Warte. Ich mache schnell fertig, was ich angefangen habe. Ja, mach bitte. Genau, wir werden in 5 Orten einen Stopp machen und es wäre natürlich noch interessant zu wissen, wo sollen wir hinkommen, oder? Wo lohnt sich? Ist Basel eine Option, ist St. Gallen eine Option, ist Bern eine Option? Wir können auch ins Ausland, also Aarau. Nein, sorry. Ist nachher nicht mehr lustig, glaube ich. Ja, darum wäre es noch spannend, natürlich zu wissen, wo ihr seid. Ja. Genau. Und zurück zu der DA, Bruder. Ey, DA, look, ich glaube, du hast schon lange einen Exorzist besucht. Es gab wieder Zeit. Irgendwann reden wir über das im Podcast. Ja. Irgendwann, ja. Und ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, lach du. jetzt lache ich, aber lache. Irgendwann. Ey, Peter, ganz ehrlich, in der Memo-Bar, also du weißt nicht mal Peter, jeder weiß es, aber wir sagen nicht einfach Peter. Ey, Bruder, Memo-Bar wäre richtig geil, einfach schon wegen Status, aber jetzt sind sie ja gezügelt. Ich weiß nicht, was Memo-Bar ist. Memo. Der Döner-Memo? Ja. Wieso heißt es Memo-Bar? Wegen Creative Mind und der Marketing. Ja, Bro, das sind der 10 Leute Platz. Jetzt am neuen Standort leider nicht so viele Leute, aber ja. Das ist eine gute Idee, Bro. Ich sag dir ganz ehrlich, Bro, im Memo-Bar einfach machen. In Baden hat es ein Memo. Ey, kannst du Leute kicken? Kannst du dir bitte kicken, Bro? Nein, der blieb. Ich liebe dich, wir danken dir für den Support. Wir wissen, wie gerne du ein Teil von dem Ganzen wärst. Und ja, nein, Mann. Genau. So, Cool. dann. Look, bedingungslos, ja genau. Der Brian ist bedingungslos. In Baden hat es ein Memo. Wo bleibt die Insta-Story, dass ihr Ist drin. live Ist drin, seid? schön. Ja, Mann, was wollen wir sonst noch wissen? Weil sonst kommen wir jetzt immer eine gute Stunde dran, ich weiß nicht. Sonst kommen wir langsam mal zum Ende, jetzt haben wir einen guten Lauf gehabt. Brutal. Geh mal runter, haben wir neue Fragen? Nein. Nicht. Wieso ist der Josh so ein hübscher Mensch? Ich weiß nicht, wieso. Danke, Ayla. Was schreibt Ayla? Alhamdulillah, Merch ist gestern angekommen. Danke dir fürs Kaufen. Ich küsse dein Herz. Ochsenberla. Wir müssen vielleicht mal den Merch auch tragen. So, Wer weißt, ist ja? damit die Leute sehen. Ja, Mann. Hey, der Renault läuft zum guten Glück, Pieter. Ich danke dir vielmals, Bro. Seit ich letztes Mal in der Garage war, ist das einzige Problem, das ich jetzt noch habe, ist, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Aber Sommer ist bald vorbei, Bruder. Aus dem Nichts, aber Sommer ist bald vorbei, Mann. Ja, und im Winter ist es auch schlimm. Look, man macht sich kein Auge jetzt. Mann. Und zurück ist mit dem März, Bruder. Keine Scheiße. Ja, Bruder, ich muss langsam anfangen mit die rauszugeben, Bro. Look, wichtig. Absolutes Lieblingsgame von euch zwei. Wichtig. Ich meine, Momentan game ich. Ey, Bro, ich bin so ein einfacher Mensch. Ich brauche 3 Games. Und die 3 Games mit dem könnte ich mich ungelogen 3 Monate lang im Zimmer einsperren und ich hätte jedes Zeug viel verloren. Ich hätte mich so beschäftigen mit dem. Das ist FIFA, Apex und Age of Empires. Die 3 Spiele. Games nur Age? Ey, Bro, eigentlich würde man schon gerne geben, aber es ist mittlerweile so ein bisschen langweilig, weil du gewinnst die ganze Zeit. ich schreibe Alltime, nicht momentan. Hast du gerade gesagt, du gehst die ganze Zeit? Ja, hör mal auf PC auf einfach stellen, Bruder. Hör mal auf. Fress mal. Nein, man, Also, hängst du. Josh? Was war die Frage? Game, genau. Ja. Also, Aber er Bruder, sagt Alltime, nicht momentan. Alltime, ja. Look, ich muss sagen, wir haben ganz andere. Ey, look, der Chance ist online. Zero. Get chance. Also, von den Games haben wir die ganz andere Game-Dynamik. Bro, du bist ja voll Fan von Online-Games. Ja. Und ich bin nicht Fan von Verlieren. Ja. Darum Mit dem Josh. game ich ganz andere Art von Games. Ich bin halt voll der Story-Gamer. Ich liebe Games wie Last of Us. Last of Us ist eines der geilsten Games, die ich gespielt habe, kann ich direkt sagen. Bruder. Ich habe Games für die Story, checkst. Dann Jedi Fallen Order, das neue Star Wars Game, ich glaube schon 3 Mal durchgezogen. Red Dead Redemption, so Games game ich sehr gerne. Ja, Mann. Ja, das sind so ein bisschen Mini-Dinge. Beste Zeit zum Istanbul besuchen. Ich glaube, Herbst ist geil, oder? So jahreszeittechnisch.
Ey, Such a Kimeter ist es der, oder? Nein, das ist... Ey Bruder, es ist schon eine Option, sagt er ganz ehrlich so. Also ist für mich klar, dass das irgendwann mal gemacht werden muss. Aber wann weiß ich noch nicht. Ey, im besten Fall in diesem Jahr so. Und sonst anfangs Mitte nächstes Jahr so. Hey, ich bin jetzt meine Haare ein bisschen am Wachsen lassen. Ja. Steht dir, Bro. Danke schön, Ja, Bruder. Wolverine. Ich kann ein bisschen locken. Solange es noch geht. Und ja. Was schreibt er? Was beste Spiel vor Dekade? Ah, das ist der Ding, Bro, der Ali. Jetzt check ich es erst. Bro, Elden Ring ist mir ein bisschen zu schwer, Bro, man. Also weißt du, so, ich glaube, das ist so auf dem gleichen Bloodborne und wie heißt das andere Game da, wo Dark Souls, glaube ist mir ein bisschen schwer, Bro. Ich bin nicht so ein guter Gamer, ich sag dir ehrlich. Ich kenne das gar nicht. Das ist so ein, du laufst und du verreckst, Bro. Geil, Alter. Also- Also, das ist echt erleben. Also Leute gamen so, sterben pro Durchgang vielleicht so 50 Mal oder so. Ja, Das gar ist kein gleiche Bock. Level, check. Gar kein Bock. Nachher musst du alles wieder von hinten. Voll, Mann. Ja, so Twitch wäre noch eine andere Frage, oder? Wenn wir jemals mal twitchen, während wir zusammen zocken oder so Horrorspiel. Ja, ich habe ein paar Mal Twitch so, Ja. wo wir unsere LAN-Partys gemacht haben. Und bei der nächsten LAN-Party tue ich auch Twitch, aber Allgemein, du solltest mehr streamen, Bro. Mhm. Du solltest wirklich mehr streamen. Du spielst schon viel. Also ja, viel. Du spielst schon. ja, aber manchmal so, du musst aber bei Twitch ein bisschen so, eben, du kannst sehr schnell bekannt werden für Fluchen zum Beispiel und so. Voll, Mann. Ja, Und wenn ich game, ich kann einfach rauslassen, die Emotionen direkt. ja Ja, es Mann. geht. Also beim Game haben sie schon Verständnis. Okay. Der Chance fragt, wie viele Dokus hast du in deinem Leben schon gesehen? Das ist eine gute Frage, Chance. Sero, wie viele Dokus hast du schon gesehen, Mann? Also, zum Beispiel, ich kann stellen, der Serhat schaut ständig irgendwelche Dokus, wenn er daheim ist oder wo ich noch daheim gewohnt habe mit ihm. Ich würde jetzt sagen, boah, Alter. Also, du hast sicher schon den ganzen Rooster von SRF-Dokus Ey, ich durchgeschaut. sage jetzt so, sicher über 200. Schon krass, ne? Ja, so Du stehst ja voll drauf. 200. Bruder, ich habe in meinem Leben vielleicht 4 Dokus durchgeschaut. Ja? 5. Gibt dir ein bisschen mehr, ist zu schön. Hey, ich sollte, vor allem, ich muss im ersten Jahr von meinem Studium muss ich ein Doku drehen. Ich komme fix zu dir, Bro, dass mir Komm, ein Bruder, Inputs er gibst. gibt dir ein paar gute Inputs. Ja, Mann. Lieblingsdoku von diesen 200? Ist auch noch gut auftauchen. Es gibt so eine Doku von ZDF, die geht eine halbe Stunde. Und die zeigt eigentlich, im Grunde genommen zeigt sie eigentlich nur, wie unwichtig wir eigentlich sind, wir Menschen. Mhm. Aber es ist hure gut. Irgendwie, wenn ihr googelt ZDF Menschen, Universum oder so, die 3 Wörter, dann findest du eigentlich eine gute Doku und es geht eine halbe Stunde, ich glaube, es auch sogar. Nur was als geht's? Zeitarbeit. Es geht darum, dass eigentlich im Großen und Ganzen die Menschheit als Teil von der Erde angeschaut wird, weißt du? Mhm. Eben zum Beispiel, wenn die Geschichte von der Erde jetzt 1000 Seiten hätte, Ah, ja. dann wär die Menschheit nur die letzte Seite 2 Ziele oder 3 Ziele lang, weißt du? Okay, also wenn jetzt quasi bis jetzt ist die Seite 1000, Genau. was und, es die Welt und bei gibt. 999 wäre so, letzte Seite wird so für ein Ziel, dann wird die Menschheit vorkommen oder für 2. Krass, Mann. Ja, sie sagen auch, also wenn jetzt die Lebzeit von der Erde auf 24 Stunden abbricht, sind wir erst seit ein paar Sekunden da. Krass. Ja. Krass. Heftig, auf jeden Fall, das ist halt immer mehr so das Ding, weißt du, so, wir Menschen mit unserem Planet, wie wir den ficken und ob es uns braucht und so weiter und so fort, weißt du. Hey Bro, amigs fahre ich so ein Auto und dann hat es ja vor mir 5 Autos, hinter mir 5 Autos und dann denke ich mir so, Bro, ich bin so unwichtig. Checkst du, was ich meine? So, wie viele Menschen gibt es auf der Welt, die halt das Gefühl haben, ist auch so, aber ihr Leben dreht sich ja um sie. Ja, eben, was dich ausmacht, ist deine Geschichte, deine eigene Geschichte. Aber jeder denkt, er ist etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, es geht scheiß mal auf das, Bro. Weißt du, so, du bist der Jost und du hast deine eigene Lebensgeschichte, aber deine Lebensgeschichte weiss noch dein Kind vielleicht, wenn du eins hast. Und maximal dem sein Kind. Und nachdem, wer kennt dich? Kennst du nur Großvater? Gut, zum Beispiel. Nein, Bro, natürlich nicht. Für Ist was, aber weißt du? krass, Bro. Einfach. Also weißt du, ich meine, wie klein wir auf dem Planet ist eigentlich, oder? Und ich meine, dass die ganze Social Media Generation, du bist vernetzt mit der ganzen Welt. Ich Ja. kann in einer Sekunde mit jeder Person, egal wo auf der Welt, sofern die Internet und so Ja, weiter, fix. kommunizieren. Und du denkst so, du bist voll relevant und du bist voll halt vernetzt und so. Voll. Aber eigentlich, du bist so krass unwichtig. Du bist so nichts, Bro. Ja. Nichts. Es ist so unwichtig, Bro. Sag ich dir ganz ehrlich. Einfach im Top von der Nahrungskette sind wir. Bro, ganz ohne. Nein, wir sind ganz oben.
Aha, ja. Das ist über uns. So, eigentlich nichts. Also weißt du, so Gut. lebend. Ja, ja. Ja, Mann, deswegen, es ist ich weiß nicht, das muss vielleicht ein oder andere Mensch mehr hören, so, deine Meinung juckt niemand. Ja, Mann. Du machst dir zu viel Sorgen, vielleicht auch. Aber schön haben wir einen Podcast. Ja, Mann. Eben, du machst dir zu viel Sorgen, du machst dir die Gedanken, völlig unnötig die Gedanken über irgendetwas, was dich aufregt oder stresst. Ich bin auch, Bro, ich bin nicht viel besser, weißt du. Mega oft wünsche ich mich Gedanken, weil einfach so 3-4 Stunden hässlich bin, so die ganze Zeit. Aber dabei völlig unnötig, weißt du, weil in einer Woche ist das völlig irrelevant. Dann denke ich mir einfach, wieso, für was nach 3-4 Stunden mich weißt du, so hässlich abbedingseln lassen und hat die 3-4 Stunden genossen. Ja, Es hat ja. Ich würde sagen, machen wir noch 2-3 Fragen. Mhm. Und dann wäre es das schon gewesen mit unserem ersten Live-Q&A. Genau. Yes. Also es hat vorher noch eine gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer sie gefragt hat, ich muss nachher schon für suchen. Aber die Frage war, was ist eure Lieblingsverschwörungstheorie? Oder gibt es eine, die ihr glaubt? Ich habe mal letztens richtig geil gehört, das ist jetzt Fußball, jetzt will man sicher von dem 44x14. Geht es um den Typ, der jedes Mal, wenn er das Goal gemacht hat, ist jemand gestorben? Nein, das ist wieder leid, weil er hat sich wieder getroffen, hat, ist nicht passiert. Aha, okay. Aber ja, sag du. Nein, ich weiß keine. Also für die, die Fußball interessiert sind, ich habe letztens richtig geil gehört, und zwar wegen Alvaro Morata. Und Leute sagen einfach, dass Alvaro Morata ist das ein Spieler oder? Ja, er ist nur dafür da, zum Geld waschen, Bro. Ja, das habe ich auch gelesen. Er kann einfach nichts. Er ist einfach aber er wird immer wieder für 40, für 50, für 60 Millionen transferiert. Und Leute sagen einfach so, die grossen Vereine holen ihn einfach immer wieder, zum einfach Geld waschen, Bruder. Und das glaube ich ganz Oder Harry Maguire, ich glaube der, der jedes Mal, wenn er das Goal gemacht hat, gestorben. Nein, das ist der Ramsey. Wer ist denn der Harry Maguire? Ja, also vor allem, der hat Manu geholt so vor 2 Jahren oder so. Der wird so. Und seitdem, Bro, der macht so, die Loser. Es gibt sogar Memes, wo sie dann sagen, Harry Maguire, und nachher passiert irgendetwas, was der Junge macht, und du fragst einfach, was der dort sucht. Also es ist ja so weit gekommen, dass im Team, weißt du, so, dass der Goalie den Ball kommt, der Goalie über, und der Maguire ist Verteidiger. Der Goalie hat den Ball, die anderen Gegner pushen, er wird den Maguire spielen, macht er so, geht einfach nach rechts, spielt über andere, mir sich, weißt du. Oh mein Gott. Ja, aber bei diesen Videos fragst du schon, was der Typ macht. Ja, Mann. Kennst du die Doku? Kennst du die Doku von den Fisch? Von den Fisch, wo wir wieder im Wald gehen sterben? Nein, warte, das ist Bündnerdeutsch, Bro. Ja. Kennst du die Doku von dem Fisch, wo vom Meer wieder in den Wald gehen sterben? Damit ihre Kinder Nährstoff haben. Haha, das ist meine Lieblingsdoku. Krass, Bro, nein, kenne ich nicht. Würde mich aber voll interessieren. Also das sind Fische, die aus dem Meer gehen sterben, damit halt Sauerstoff bleibt im Meer, oder was? Krass. Hey Bro, schick mir das bitte auf Insta. Schick uns in Dings, das ist heftig, Alter. Die würde ich gerne schauen. Der Chance könnt ihr gerne deep, wenn du überweist, dann bist es du. Aber ich glaube, ist habe nicht gesagt, Bro. Du hast jetzt live gesehen, ich kann das nicht sagen. Vorhin Vincenzo drin. Ist das ein anderer Chance? Ich weiß eben nicht. Ups. Das Show ist der Chance. Okay, nein, vorher ist ein Vincenzo Serratore, oder? Ja. Das ist nicht der gleiche. Ja, es gibt nur einen Chance, oder? Auf jeden Fall. Ja, hey, letzte Frage. Kommt noch eine oder sollen wir eine auswählen? Ich schaue mal so schnell, was Schau du schnell, Hilo. Und Tizi fragt noch, Tizi ist auch meine Nachbarin, sie fragt noch, was haltet ihr vom heutigen Sonnenuntergang? Hey, ich weiß nicht, aber wenn, dann sehe ich sie in ihrer Insta-Story nachher, weil ich habe sie nicht gesehen. ja, sie hat vorher auch geschrieben, was fickst du mit Hund an? Oh, schau da eine für dich, Bro. Vom David 5-4. Wie weit kommt die FCZ in der Europa League? Bruder, wenn wir einen Punkt machen, ist ein Punkt gut. Aber immer gut, bleib mir motiviert, bleib mir zuversichtlich, bleib mir gut gelaunt, auch wenn es momentan sehr schwierig ist mit der Situation. Aber wenn wir Conference League kommen, 3. Platz, Bruder, pah! Was ist Europa League? Champions League ist die krasseste europäische Europa League, Conference League. Aber wer in der Champions League ist, kann auch in die Europa League gehen. Spielt die parallel? Genau, ja. Also, ja. Also die in der Gruppenphase 3. sind, gehen dann in die Europa League runter. Die in der Gruppenphase Europa League geht die Conference League runter, checkst du? Rogin46 fragt, was haltet ihr von Capri-Sonne-Sirup? Gibt es so etwas? Was ist Capri-Sonne-Sirup? Hä? Capri-Sonne-Sirup? Es gibt Capri-Sonne-Sirup? Das fragt mich nicht an. Olum, das ist eine richtig geile Idee. Ja. Hey, das ist eine geile Idee. Weißt du, was keine geile Idee ist? Die verfickte Papierröhrchen. Oh, ja, das ist unglaublich. Wir hatten letztes Jahr eine riesige Diskussion darüber gehabt, wegen Plastik und so und bla bla. Ich wollte das fast gar nicht aufmachen, aber Ja, der Schieder hat gesagt, guter Punkt. wirklich guter Punkt, sie machen das Papierröhrchen
und tun sie in Plastik umwickeln. Ja. Hey, nein. Okay, Der Tricky, der Dennis fragt noch, letzte Frage, was ist eure Nachricht an die Welt? ui. Free Palestine, Bruder. Was hast du gesagt? Free Palestine. Ja, das auch. Hey, Nachricht an die Welt, keine Ahnung, unsere Nachricht an Jetzt wird's deep, sag du. unsere, Sag die Nachricht, ich kann auch so eine deep Nachricht. Bro, ich kann... Geht abstimmen, am 25. September sind Abstimmungen. Ich sage, geht abstimmen, schaut euch ganz genau an, was für Initiativen gefordert sind. Leset euch, informiert euch bitte, lasst euch nicht irgendwie verleiten von irgendwelchen schlechten Instagram-Posts. Ich möchte da meine... Vor irgendwelchen Telegram-Gruppen da, wo da... Genau. Schaut die Abstimmung an, geht abstimmen und ich würde sagen, wir sagen ciao. Jemand soll schon schnell in die Kamera winken, damit wir deine Kamera auch noch eingesetzt haben. Ich kann sagen. Yes. Schöne und bis zum nächsten Mal. Warte mal, Olum, ich kann noch wieder sagen, meine Nachricht, Mann. Ich habe gesagt, ich habe deep Free Nachricht. Palestine. Ja, wirklich. Ja, aber ich habe gesagt, Dings, es wird noch Okay, deep. da, schlag mich. Aha, Machen. es wird, okay, Entschuldigung, es tut mir leid, ich meine, du bist fertig. Schon gut, bringt es jetzt noch etwas? Es Ja, ist sag. richtig Ja, mach. Vibe. Okay. Ja, was ich will sagen? Ich will sagen, genießt euch das Leben mehr, schießt auf andere, die euch stressen, schießt drauf, was andere euch sagen, über euch denken, schießt drauf, was ihr denkt, was die anderen könnten denken. Versucht das ein bisschen abschalten, genießt es. Ich schwöre bei Gott, ich mache 20, ich tue, als hätte ich sehr vieles schon gesehen, aber ich merke mit der Zeit, scheiß auf Leute, die dich stressen, scheiß auf Sachen, die dich stressen. Es geht um euch, genießt euch das Leben, genießt, wie ihr seid, gebt das Beste nur für euch und passt gut auf euch auf. Kiss. Kiss. Danke fürs Zuhören, das ist das Outro für euch. Ja, Mann, danke vielmals. Das ist kurz und bündig.